gut, dass ich jetzt die Quest abschließen kann oder gut, dass es endlich eine neue Folge gibt zu Anno 1800. Der Kampagne plus die Passage plus, ich habe keine Ahnung, ein bisschen viel plus mittlerweile. Willkommen zurück, Freunde. Dank der Cranberries wird es uns bald besser gehen. Würden Sie uns helfen, ein Feuer für den Ältesten zu entzünden? Ich kann es versuchen, falls ich es irgendwie schaffe. Ja, der letzte Part ist schon lange her. Das lag an diversen privaten Gründen, die jetzt nicht irgendwie mit der aktuellen Lage mit dem Coronavirus oder so zu tun haben. Nee, das hat damit gar nichts zu tun, weil es noch ein bisschen vor dem Ausbruch des Coronavirus, zumindest bei uns. Aber ja, ist auch egal. Es geht weiter. Anno 1800, ich sag gleich noch mehr dazu wegen der Zukunft des Let's Plays. Jetzt erst einmal noch ein bisschen was zu tun. Und zuerst mal ganz kurz das hier machen. Unsere Gemeinschaft wird das Opfer des Ältesten nicht vergessen. Ebenso wenig wie ihres. Mist. Da hat der Kämpfer halt hoch. Muss da hinsegeln. Unsere Belohnung ab. Ja, Moment. Welches meiner Dinger ist eigentlich in der Nähe? Ah, okay. Kurs gesetzt! Na cool, Meek. Danke dir. Bitte, bitte. Du hast ein gutes Gespür. Mushu-Ochse. Arktische Tundra. Hä? Ist gar keine arktische Tundra, ist eine Anspielung auf Anno 2070 oder Anno 2205. Vermutlich eher letzteres, wa? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Fliegen Sie hier hin? Ja, wir haben noch viel zu tun, Freunde. Oder haben wir das überhaupt noch? Das ist die große Frage. Denn ich hatte mir, zum Glück, hatte mir noch ein paar Notizen gemacht nach der letzten Folge, was ich eigentlich alles machen wollte. Und da ging es vor allem darum, ein großes Ziel war ja noch, Gas in die alte Welt zu exportieren. Und in neuen Welt, beziehungsweise neuen Welt, Quatsch, hier im Norden halt noch hier und da der ein oder andere Produktionszyklus anzustoßen, war. Aber eben, so viele Parts werden es hier nicht mehr werden. So, jetzt aber zur Zukunft des Let's Plays, wa? Wenn ich dann schon sage, so viele Parts werden es nicht mehr werden, nachher Let's Play vorbei oder wie? Ja, also es geht sicher in eine längere Pause. Vielleicht ist auch schon das Ende. Ich werde es vermutlich als Ende betiteln. Aber es könnte sein, dass es weitergeht, und zwar aus dem Grund, mittlerweile wissen wir, bei Anno 1800 gibt es ein sogenanntes, einen zweiten Season Pass mit weiteren DLCs. Und einer davon, der soll, oh, wie heißt das schon wieder? Es hat mich irgendwie an den König der Löwen erinnert. Aber nee, der Titel wäre ein bisschen was anderes. Irgendwas auch mit Löwen, glaube ich. Der Ruf des Löwen? Nee. Egal. Auf alle Fälle soll es dort, ähnlich wie hier auch, soll es eine neue Welt geben. Also wir wissen ja, hier in der Weltkarte haben wir schon einige Welten. Ich meine, hier neue Welt, alte Welt ist nichts Neues. Es kam mit DLC, Versuchen der Schätze, kam ja hier im Prinzip Capturon dazu. Das ist zwar eine neue Region, aber es ist jetzt, es gab keine neue Güter im Sinne von komplett neue Welt. Du musst komplett andere, ja, Güter, Rohstoffen so ansiedeln, abbauen etc. etc. Dann hatten wir jetzt eigentlich mit der Passage kam die Arktis dazu. Und dann soll ja künftig noch was kommen, das wird ja vermutlich hier unten sein, könnte man es vorstellen. Halt ähnlich wie bei Anno 1404 geht es dann halt in den Orient angeblich. Es könnte aber eigentlich auch eher so Richtung Afrika, beziehungsweise sogar vielleicht Südafrika sein, würde hier auch mehr Sinn machen, dass hier halt wirklich Afrika ist, nicht irgendwie ein Orient. Und das wäre natürlich sicher auch gerne noch zu machen. Wir haben hier sogar, okay, ja, ist halt alles, wenn weniger trotzdem ein Kontinent war. Genau, das kommt aber erst im Verlauf des Jahres 2020 und bis dahin ist natürlich noch viel zu tun. Das kann eine lange Zeit dauern. Und ja, ob ich da mit diesem Let's Play, mit diesem doch noch Kampagne quasi mit dem alten Spielstand, das dann mit euch erleben werde oder mir sagen, nee, ich will einen komplett neuen Spielstand beginnen, das sehen wir, wenn es soweit ist. Das ist mal so viel mal vorweg. Aber es hat noch Zeit, bis es soweit ist, wa? Wir wollen uns jetzt hier erstmal noch einen schönen Abschluss mit der Arktis machen. Der ist jetzt irgendwie oder sollte eigentlich schon da sein.
Der ist noch mit der Route unterwegs. Ah, hier. Nee, das ist was anderes. Ja, nimm's doch. Propeller drehen sich. Also, war ein bisschen Auf falsch. Kurs. Schrott. Schrott verlorene Expedition, ja, ja. Was haben wir jetzt? Part Nummer 154. Ja, mit 160 wird es, glaube ich, auch vorbei sein. Ist auch gut so, weil, ja, erstmal alte Projekte abschließen. Zweitens haben wir dann auch noch neue Projekte, die kommen werden. Bezüglich Anno. Faszinierend. Bezüglich Anno, ja, so 14.04 oder 17.01. Arbeitskraft. Könnte man sich auch überlegen, aber noch nicht jetzt, weil nach dem hier und so, ich brauche schon mal eine Anno-Pause. Auf Kurs. Ist doch schon mal nötig. So, was steht hier? Mögliche Standorte für unsere Forschungsstation. Auf einer großen Eisplattform vor der Küste südlich von hier. Vorteile, abgelegen, Nachteile, könnte schmelzen. Ja, Alter, da war schon damals ein Problem, das mit dem Schmelzen. Ach du Scheiße. Am Fuß eines hohen Berges, der ins Meer abfällt, westlich von hier. Ah, wäre der nächste, okay. Ins Meer fällt, westlich von hier. Also entweder südlich oder westlich. Vorteil, der Berg schützt uns vor Stürmen. Nachteile, Anzeichen menschlicher Aktivität. Wir könnten von Einheimischen gestört werden. Am Ende einer Gletscherspalte Richtung Norden gibt es noch einen. Vorteil, muss Graf in das Atemloch der Robben werfen, wenn sich wieder meine Forschungen einmischt. Nachteile, Graf hatte vielleicht den gleichen Gedanken. Das ist garantiert im Norden. Oder? Das war doch das. Die Menschen lassen ja, sie Norden. hochleben. Also. Dort zum ersten Mal Richtung Süden. Kurs gesetzt. Ja, die Arktis. Ich bin noch nicht so sicher, was man von der Arktis selbst halten soll. Ich meine, generell, das Setting und so, die Idee dahinter liebe ich. Dass wir jetzt natürlich so ein Gebiet ganz, ganz rechts oben, also im Prinzip das Gebiet hier haben, wo wir gar nichts machen können, also nichts bauen können und so. Weil, ja, es ist einfach zu verschneiten alles und oder auch zu kalt und du kannst da einfach halt nicht, ja, einfach nichts machen. Also halt Sidequests. Und ist natürlich auch storybedingt. Ja, bin noch ein bisschen unentschlossen, wie ich das Ganze halten soll. Kann nicht aufgenommen werden, hä? Warum? Aha. Flugroute ist eingezeichnet. Ja, wie gesagt, bin noch ein bisschen unentschlossen. Und auch das, was wir schon in den letzten Folgen hatten, zum Beispiel hier mit Cap Polaris, wo ich irgendwie sage, hey, super, ich habe Gas, man kann gar keinen Wald pflanzen, irgendwie für Kohle und so. Ja, und das ist etwas, wo ich persönlich sagen muss, nee, kann nicht an Land abgeladen werden. Ach du Scheiße. Eine Epidemie breitet sich aus. Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Hä? Hat ein Gebäude zerstört? Nee, sehe gar nichts. Oh, statt der Lichter, nee. Die Quest hat auch keinen Bock. Ja, eben, sind dann so Dinge, wo ich mir sage, ja, warum, liebes Spiel? Warum macht man so etwas? Aber gut, das ist ein anderes Thema. So, warte mal, ich kann ja mit dem Teil eigentlich dahin fliegen. Um etwas abzuladen. Es muss nicht hier Luft... Doch, eigentlich muss Luft... Nein, muss gar nicht. Doch, vielleicht hier schon, wa? Hey, das wäre auch irgendwie unlogisch. An Land, wie wir hier sind, kann ich hier in so einem Konto etwas abladen. Aber hier oben sollte es, oder könnte es sein, dass es nicht funktioniert. Hey, das würde gar keinen Sinn machen. Luftschiff. Doch, es geht nicht. Hä? Okay, das macht jetzt wirklich keinen Sinn. Das vielleicht hier oben, dass man sich echt gesagt hat, ja, hier kann man halt keine Wälder und so machen, weil, keine Ahnung, ist ein bisschen zu hoch gelegen und so, deswegen geht's nicht. Okay, anderes Thema. Aber dass das nicht geht, mit dem Konto hier, was hier unten funktioniert, hier kann ich ausladen.
Aber hier oben, bei so einem Konto geht es nicht, aber auch explizit so ein Hangar. Okay. Ich meine, ich sehe jetzt hier nicht eine spezielle Vorrichtung für Luftschiffe. Ich verstehe, was ich meine. Naja. Ist Anno, muss man nicht verstehen, muss es einfach akzeptieren. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Ich habe keinen Schimmer mehr. Kurs gesetzt. Es mangelt an Wo ich zuvor war. Arbeitskraft. Ja, das wissen wir alles. Eben, auch das wäre eigentlich ein Grund für mich, wo ich sage, künftige Parts vielleicht dann doch nicht mehr mit diesem Spielstand, sondern wirklich komplett was Neues machen. Andererseits haben wir hier halt alles schön komplettiert. Ich müsste halt gucken, ob ich vielleicht sogar offscreen mal mir sage, komm, ich optimiere alles mal wieder. Also wirklich nur explizit optimieren, ohne groß was Neues zu bauen oder so. Damit wir mal ein bisschen Ruhe haben, war in der Hinsicht. Ja, können wir sich überlegen. Flugroute ist eingezeichnet. Was mich ja generell mehr interessiert, jetzt so mittlerweile. Bright Sands, also sind Karneval so am Laufen. Konsumgüter. Ist eigentlich immer noch alles, vor allem hier oben, das erstaunt noch ein bisschen, dass es ihm noch so gut ist. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Ja, mach mal. Hochräder, jo. Schokolade ein bisschen, aber Zigarren auch, das ist sehr gut. Und Schokolade sieht so nach aus, nimmt stark, aber es ist eben noch über 500. Also so schlecht ist es nicht. Ach ja, die Schlittenhunde. War das nicht sogar in der letzten Folge, wo ich mich gefragt habe, Schlittenhunde, wofür braucht die überhaupt? Wieso kann ich die bauen? Macht gar keinen Sinn. Ringelrobbe. Doch, macht schon Sinn. Ja, ich hab's dann zu spät gesehen. Weil sie ja hier Hundeschlitten, da ist ja das, was sie gerne noch hätten. Ich frage mich nicht, warum. Warum die als Verbrauchsgut irgendwie Hundeschlitten brauchen. Aber keinen Plan, was da irgendwie die Logik dahinter sein soll. Aber ist, ich meine, vielleicht ein Hundeschlitten, okay. Mehrere davon, naja. Ist halt vielleicht ein bisschen luxusgutmäßig und ähnlich wie bei den Investoren in der alten Welt, wo die irgendwie einfach so nicht Dampfschiff fahren wollen, sondern halt die alten Autos halt, Pferdekutschen, nee Quatsch, Mann, wie heißen die denn schon wieder? Man merkt, dass ich schon 4 Wochen nicht mehr aufgenommen habe. Der Funke springt über. Schön für dich. Man merkt es vielleicht, Dampfwagen, doch Dampfwagen war es, okay. Nein, nicht neue Welt. Neue Welt, alte Welt, scheiße Welt. So. Nee, das ist der falsche. Das ist der richtige. Dann haben wir noch was. Flugroute ist eingezeichnet. Das ist natürlich ein Problem, weil ich weiß nicht mehr, wo ich vorher war. Scheiße. Manövriere. Reichen zuvor. Warte mal, das war eine Quest. Beziehungsweise ist immer noch eine Side-Quest. Das heißt, eigentlich müsste ich hier irgendwo noch so ein rotes Signal haben. Das war bisher bei den Quests immer so, dass es noch ein bisschen signalisiert wurde. Irgendwie leckt das Spiel ein bisschen oder tauscht das jetzt nur? Es leckt ja nur ein wenig. Tja. Kurs gesetzt. Dann kann man ein bisschen gucken, was hier so abgeht. Die Dinge einfach weglassen, weil, ja, mir geht der Platz flöten. Das wäre nicht ganz so gut, wenn ich ständig zurückfliegen muss. Warte mal einen Moment. Es war ja sowieso die Rede davon, dass sie eigentlich nicht im Norden sein können. Doch, glaube ich, im Norden war was. Ich irgendwie dachte, komm doch, im Norden können sie sein. Steuere. Die waren wir schon mal, das war die Hauptquest. Flugroute ist eingezeichnet. Danke. Auf Kurs. Die waren wir auch schon mal, das hat ja auch mit der Hauptquest zu tun. Erwarte neuen Kurs. Ja,
Oh, mir gehen langsam Ideen aus, wo man noch überall hin könnte. Weil ich den Ursprungsort nicht mehr finde. Scheiße, ey. Also da, wo wir vorhin waren mit der Quest, super. Mit der Hauptquest, ja. Doch hier irgendwo war es. Weil ich hatte mir doch irgendwie gesagt, hä, hier im Süden. Hier kann doch irgendwie gar nichts sein. Flugroute ist eingezeichnet. Ja, ich glaube, die Quest ist doch so richtig schön im Arsch. Flugroute ist eingezeichnet. Ja, danke schön. Die Feierlichkeiten sind beendet. Oh, jetzt sinkt die Kohle wieder. Ich kann natürlich manuell suchen, aber... Auf Kurs. Oben ist echt wahnsinnig beim Scrollen, wie das ruckelt. Alles andere ist immer stabil. Das ist noch ein bisschen verwundert. Warum? Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Wo? Dieser Schweinepriester, hey. Sehr gut. Also sogar mal irgendwie was davon, dass ich mir gesagt habe, hey, ich hätte gerne eine Insel, keine Ahnung. Eine andere Insel hier. Ich habe hier schon mal eine, das ist so schön, aber ich hätte irgendwie noch gerne so eine oder so. Aber es Probleme gibt, weil zum Teil haben wir den Einfluss wieder, weil ich immer, ja, ich brauche immer den Einfluss und das mit dem Einfluss ist immer so eine Scheiße. Auf eine Art und Weise ist es scheiße. So, kein Plan, wo er noch hin soll. Was hier die Quest betrifft, ich meine, ich war jetzt hier schon ziemlich überall, wo man irgendwie sein könnte. Ich habe irgendwie nichts gesehen. Oh Mann, das einsame Luftschiff, ja. Ja, dann auch noch Gas transportieren. Das wird natürlich auch episch werden. Wobei Gas transportieren, ja, geht sowieso nur in die alte Welt. Also kann man jetzt sagen, machen, was wir wollen, aber das geht nur in die alte Welt. One-Way-mäßig und dann mal gucken, wie das eben so läuft. Hä? Mit dem Gaskraftwerk anstelle von Strom, anstelle von Öl. Und daneben wäre natürlich, sage ich jetzt mal, generell so eine Option, dass man sagt, hey, alle Handelsschiffe, die man so hat, ersetzt man halt durch Luftschiffe. Weil natürlich auch so etwas ist, was ich mir dann für künftige DLCs erhoffe, wenn wir schon ein Thema sind, weil als wir ein Luftschiff das erste Mal gebaut haben, hieß es ja, Luftschiffe aktuell sind noch unannehmbar, weil es zurzeit noch keine Option gibt, die vom Boden aus abzuschießen. Klingt für mich so von wegen, hey, Moment mal. Die haben sich das offen gelassen, dass man das vielleicht künftig könnte. Und nicht nur das, sondern wenn man schon ein Luftschiff zum Handeln hat, wieso nicht auch irgendwie Luftkriegsschiffe, Luftkriegsballone, sag ich jetzt mal, die einfach halt Bomben abwerfen können. Wobei, wenn man so weit sind, kann man eigentlich langsam auch schon mal in die Richtung mit den Dingern gehen. Flugzeuge. Da ganz ehrlich, so weit entfernt sind wir dann davon auch wieder nicht. So, okay, also man sieht, ich finde irgendwie gar nichts. Auf Kurs. Aber keinen Bock mehr. Also dann. Was haben wir überhaupt? Wir haben die Dinger, die sie brauchen, weil sonst geht ja sowieso nichts. Dann haben wir auch sonst irgendwie nichts mitgeliefert. Sie haben tatsächlich nur die Dinger, Öllampen, Pemikane, plus die Fleischkonserven, weil sie die halt vor allem für die nächste Stufe, die sie gerade haben, ja auch benötigen. So. Dann haben wir hoffentlich mittlerweile relativ viel Gas. Weil ich gar nicht weiß, wo zum Henker das Teil gelagert wird.
gar nicht, und es wird einfach nur... Ne, irgendwo... Spielstand gespeichert. Dankeschön, ist schon soweit. Fordert ein Er Rohstoff. ist abgesoffen wie eine bleierne Ente. Okay, hier im Insellager 150. Ich sehe zwar nicht... doch hier. Hä? Gas, wo ist denn das jetzt? Konsumgüter wohl kaum. Ne, wir können sie machen. Unter Baumaterial, okay, ist Gas. Okay. Propeller drehen sich. Ja, kann man machen, finde ich. Aha, bin sowieso falsch hier. Flugroute ist eingezeichnet. Das heißt, also die Route, die sowieso... Ja, das ist das Problem, war. Ich brauche tatsächlich nochmal so ein Luftschiff. Weil ich brauche nochmal eins, einfach nur für normale Wege, sag ich jetzt mal. Weil der ist sowieso schon ausgelastet, muss ja Kohle hochliefern. Weil da ist halt auch so ein Punkt, wo ich mich frage, warum? Warum brauche ich für einen Heizofen noch Kohle zum Wärmen? Jetzt, wo ich aber Gas herstelle, könnte ich auch Gas dafür verwenden. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren kompromissloser Journalismus. Ich meine nur so rein theoretisch, würde doch eigentlich gehen. Haben Sie schon Ihre eigene Zeitung gelesen? Sie sind das Gespött des Tages. Ja, damit kennen Sie sich ja aus, wa? Oh Mann, Leute. Also, ich sage jetzt mal wieder vielen Dank fürs Zusehen. Ja, wir haben in dieser Folge wirklich nicht viel gemacht, im Gegenteil. Wir haben eher ein bisschen philosophiert, was wir machen können. Wir haben zwar da eine Quest gemacht, die haben ein bisschen angefangen und lange gesucht und dann noch nichts gefunden. Aber jetzt geht es auch mehr darum, dass wir das mit dem Öl ein bisschen gucken, beziehungsweise mit dem Gas. Ja, ist Gas nicht das Öl, das Öl... Ja, Hulla die Waldfee, wer ist denn das? Weil, wisst ihr, das Fass super scharf, detailliert. Die Öllampe, oder was es sein soll, geht einigermaßen. Der Hintergrund, der Boden, das Bild einfach nur so... Also, keine Ahnung, was hier so abgeht. Aber sieht interessant aus. Kann man das Lager irgendwie erweitern? Weil bei den Öllagern war es eigentlich so. Gut, es waren ja eigentlich eher so Hafenlager, nicht wahr? Aber trotzdem, noch konnte man es erweitern. Hier kann man es aber, glaube ich, bisher noch nichts gesehen. Faszinierend. Also, nächste Folge werden wir noch ein weiteres Luftschiff bauen, oder ist zumindest so geplant. Sicher mal hier noch ein paar, oder generell eine Route einbauen, die halt wirklich dafür da ist. Ach, generell war einmal Kohle hochliefern, dann Gas zurückbringen. Der andere ist halt mehr für die Güter da, und da muss man gucken, wir haben noch eine Insel hier oben im Norden, wo ich zwar schon mal vorbereitet habe, soweit alles, und noch nichts gemacht habe. Ich glaube, das war vor allem für Schlafsäcke und so, dass wir das noch machen, und dann eben brauche ich noch ein Schiff, das mir, dafür habe ich ja eins und nachher 3 habe, geht auch. Dann eins, was einfach mal testweise, wie schnell so ein Luftschiff wäre, wenn ich es vom Norden jetzt hier in die alte Welt schicke und zurück. Und die wirklich so schnell sind, dass man sich sagen könnte, hey, einfach alles durch Luftschiffe ersetzen und dann läuft's genial. Das wäre mal so eine Theorie, die ich gerne mal prüfen würde. Alles Weitere sehen wir hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zusehen, nach der langen Zeit, und ciao zusammen!